Ja, den Titel "Ich hab verkackt und bin enttäuscht von mir selber" meine ich ernst, und in diesem Video möchte ich ein bisschen über meine YouTube-Kanäle, über Twitch, über TikTok und alles, was dazugehört, reden, meine Selbstständigkeit, ein bisschen euch mitnehmen, warum ich eben enttäuscht bin von mir selber und warum ich schon wieder verkackt habe. Zuerst zum YouTube-Hauptkanal, das Hauptthema eigentlich vom heutigen Video. Warum kam seit, ich glaube, 7 Monaten oder so kein Video mehr auf dem Hauptkanal? Digga, genau darum bin ich enttäuscht von mir selber. Ich habe mir immer gesagt, yo, der Hauptfokus von meiner Social Media Karriere, es klingt immer so blöd, ist der Hauptkanal. Ist das, was ich unbedingt will, YouTube. YouTube ist die geilste Plattform, dort bin ich groß geworden, beziehungsweise dort bin ich damit aufgewachsen. Ich finde das am geilsten. Und ich hatte Chancen durchzuziehen. Ich hatte Chancen, die mir zum Beispiel ein Unge gegeben hat, die mir zum Beispiel ein Monte gegeben hat oder ganz, ganz früher, vielleicht können sich einige Leute noch daran erinnern, ein Trashpack gegeben hat. All die Leute haben meine Videos gesehen und wie so gefunden, ja, das sind coole Videos, der macht nice Stuff. Oder so ungefähr halt, also das haben sie nicht so direkt gesagt, aber so, ihr wisst, was ich meine. Und ich, Dulli, hatte jedes Mal, nachdem so mäßig, zum Beispiel nachdem Monte auf mein Video reagiert hatte, ich eine Reaction gemacht habe, die irgendwie mittlerweile 1 Million Aufrufe hat, what the fuck, einfach dann nichts. Da kam einfach nichts mehr. Ich weiß nicht, was es ist. Also ich glaube, in erster Linie war es dann so wie, scheiße, es sind jetzt so viele Leute hier auf diesem Kanal. Nicht auf diesem Kanal, sondern auf dem Hauptkanal. Aber es sind jetzt so viele Leute auf diesem Kanal, die was erwarten. Die geilen Content erwarten. Dieses nächste Video muss wieder so geil sein wie das davor. Und das konnte ich halt wirklich ausnahmslos nie einhalten. Beziehungsweise habe ich im Kopf dann immer so einen Druck gemacht und dann einfach gar nichts gemacht. Was das Dümmste ist. Und darum möchte ich unbedingt in den nächsten 2 Wochen den Hauptkanal restarten, den Hauptkanal wieder als mit Hauptfokus sehen, zusammen mit, sage ich dann gleich, eine andere Plattform, und diesen Hauptkanal wirklich gut betreiben. Ich habe auch schon mit vielen anderen Creatoren jetzt gesprochen, jetzt hier im kleinen Rahmen in der Schweiz, aber auch zum Beispiel viel mit Adi darüber gesprochen, letztens, als ich bei ihm war, auch ihm gesagt, dass er alles richtig gemacht hat. Er hatte auch Leute, die auf ihn zugekommen sind, ey yo, du machst geilen Content, ey yo, du machst das richtig nice. Er hat dann einfach weiter durchgezogen mit seinen Vlogs, mit seinen allem, hat er einfach weiter durchgezogen. Und das gönne ich ihm von ganzem Herzen, hat er jetzt Connections gefühlt in die ganze deutsche YouTube-Szene. Und ich habe einfach nicht durchgezogen. Ich habe es einfach nicht gemacht. Und da bin ich sauer auf mich selbst. Nicht auf irgendjemand anderes oder so. Ich bin einfach sauer, habe ich sondern habe ich es einfach nicht gemacht. Und darum eben möchte ich den Hauptkanal unbedingt reviven. Und dort wird wahrscheinlich hauptsächlich Meme-Type-Content kommen. Also so wie ich ganz, ganz früher mal gemacht habe, so ein bisschen Videos, die einfach so Mimik sind, aktuelle Themen der deutschen YouTube-Szene ansprechen, aber full sind mit irgendwelchen aktuellen Memes. Bisschen scheiße, dass gerade unsympathisch jetzt wieder ein neues Video upgeloadet hat. Ich bin ein bisschen dulli, aber naja, scheiß drauf. Da habe ich aber auf jeden Fall selber von mir aus Bock, und ich glaube, das haben die Leute auch immer gern gesehen, und ich hoffe, ihr habt Bock da drauf, und ja, ich probiere mein Bestes darauf zu machen. Und die andere Frage, die andere Plattform. Ich sehe immer die meisten Influencer, die meisten YouTuber, TikToker und so weiter, die man so kennt. Die haben so wie eine große Plattform, wo man sagt, yo, das ist der YouTuber. Oder Monte, yo, das ist der Twitch-Streamer. Trimax ist der Twitch-Streamer. Herr Anwalt ist der TikToker. Bei mir, ja, der macht TikTok, man kennt ihn von TikTok. Ah ja, Monte-Parodie. Ah ja, der macht auch was auf Twitch. Ah ja, macht auch was hier. Digga, ich habe zu viele Sachen gleichzeitig gewollt. Ich will das immer noch. Ich will immer noch auf allen Plattformen eigentlich aktiv sein. Ich liebe Twitch, ich liebe YouTube, ich liebe TikTok-Videos zu machen. Es ist alles was ganz anderes. Aber zeitlich mäßig und gibt's einfach keinen Sinn. Ich habe noch eine Freundin, würde gerne noch Hobbys machen und so weiter. Und es gibt am meisten Sinn, wenn ich mich auf
einige Plattformen fokussiere. Das heißt jetzt konkret nicht, dass ich einfach verschwinde, zum Beispiel auf Twitch, einfach nichts mehr mache oder verschwinde auf, weiß nicht wo, auf irgendeine andere Plattform. Ich werde einfach so ein bisschen die Prioritäten wahrscheinlich jetzt mal schauen, wie es läuft, aber mal schauen, wie ich ausgelastet bin, werde ich die Prioritäten auf den YouTube Hauptkanal setzen und auf TikTok Hauptkanal, weil das momentan auch das ist, wo ich am besten wieder von leben kann. Und es ist dumm, das so zu sagen. Ich liebe Twitch immer noch, aber Twitch war immer so ein bisschen eine ganz kleine Sache und ich mache hier halt auch, also ich bin ja selbstständig und bin unglaublich dankbar, dass ich selbstständig sein kann. Oh Scheiße, Digga. Scheiße, warte mal, ich muss weg hier. Schaut mal hier, typisch Schweiz. Schau mal da hinten, kommen tausende Kühe. Ich muss unbedingt los. So, ich bin wieder da, den Kühen erfolgreich ausgewichen. Also wo war ich? Ja, wegen der Selbstständigkeit. Ich möchte noch mal kurz sagen, dass ich wirklich extrem dankbar bin, diesen Job machen zu können. Vor 2 Jahren noch hätte ich niemals damit gerechnet und wäre der Vergangenheits-Milo vor 2, 3, 4, 5, 6 Jahren wäre so stolz darauf, dass ich das jetzt machen kann. Und darum will ich das auch lange Zeit machen können, nachhaltig machen können und mich nicht irgendwie schon nach 1,5 Jahren in gefühlten Burnout reinhauen. Und was vielleicht auch nicht genug rübergekommen ist vorhin, ist, dass ich verdammt nochmal dankbar bin für jeden und jede, für euch, der mich unterstützt, der meinen Stuff schaut, YouTube, Twitch, ihn überall, egal, scheiß drauf, überall. Und der mich supportet und der einfach sagt, yo, der macht coolen Stuff. Aber, apropos Stuff, ich werde jetzt auch noch über ein bisschen den Content reden, den ich auch gemacht habe und immer noch mache. Und ich habe da auch auf Twitter noch gefragt, dass Leute mir Fragen stellen sollen, dass Leute mir Feedback geben sollen. Und diese Fragen werde ich jetzt vorlesen. Ich werde das alles nicht so krass cutten jetzt. Darum, ja, also werde ich jetzt in die Fragen reingehen. Ich habe hier Fotos gemacht, ein paar Screenshots. Und zwar hat Meme-Nachten die Legende gefragt, bist du zu 100% zufrieden mit deinem derzeitigen Content? Nee, habe ich vorhin schon gesagt, ich bin momentan nicht 100% zufrieden mit meinem Content, vor allem mit der Kreativitätslosigkeit, die ich momentan auch ein bisschen auf TikTok fahre, finde ich nicht alles nice. Nee, leider nicht. Würdest du sagen, du hast dich durch Social Media weiterentwickelt? Auf jeden Fall. Vor allem als Person jetzt in der Selbstständigkeit. Und meine Freundin sagt mir das auch immer, weil die hat noch ein bisschen besseren Blick auf mich, weil ich bin ja in dieser Entwicklung drin. Ich check's meistens wahrscheinlich gar nicht. Aber meine Freundin sagt mir auch immer, dass ich irgendwie offener geworden bin, selbstbewusster und so weiter und so fort. Also es hat mir wirklich auch viel im Privatleben gebracht, dass ich eben offener, weniger scheu gegenüber anderen Leuten bin, nicht mehr so schlimm introvertiert wie auch schon vor ein paar Jahren. Und das hat mir doch viel gebracht. Also safe, ja, würde ich sagen. Penelope fragt, findest du noch immer die Motivation, die du brauchst für deine Videos und Streams? Ja, also wenn ich mir manchmal montags morgen sage, Tika, du kannst jetzt einfach deinen eigenen Stuff machen. Du kannst deine Videos für dich selber machen, für deinen Content. Es ist unglaublich. Nee, ich muss wirklich mir das immer wieder vor Augen führen, wie geil es ist. Es ist nicht immer alles geil, aber eigentlich bin ich extrem blessed, diesen Job zu haben. Blessed, Digga. Okay, diese Frage kommt in letzter Zeit auch ziemlich oft und zwar fragt Venshi, wieso hast du genau von einem anderen Content Creator geklaut? Eigentlich habe ich das Ganze schon vor einem Jahr oder so beantwortet in einem separaten YouTube-Video, verlinke ich euch unten. Aber kurz gesagt, ich habe in einem GeoGuessr-Video, die ich auf TikToks mache, die Splitscreen-Dinger, habe ich eine Szene von Spider-Man 1:1 von Sam Butcher übernommen. Das war scheiße und ich habe mich dafür entschuldigt, das macht man nicht. Das ist wirklich scheiße, weil ich habe die Location und so einfach übernommen, Digga. Und
ich habe damals, das hatte ich glaube ich nicht im Video drin, ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich habe damals dann mit ihm auf Insta noch geschrieben und habe mich bei ihm entschuldigt. Kann ich euch ja auch einblenden. Da habe ich mich entschuldigt und zwar irgendwie so habe ich mich entschuldigt. This was a pretty blatant copy. Sorry about that. So mäßig habe ich mich entschuldigt und er hat mir dann geantwortet, haha, no worries dude, I'm not actually mad, just wanted to make a video on it because a few people tagged me in your post and I had to leave a comment video. Das war so mäßig seine Antwort und er war eigentlich easy damit. Und genau das war auch für mich das Wichtige, dass er nicht sauer ist auf mich, dass er nicht irgendwie sagt, yo Milo, was soll das, warum, ich bin richtig sauer auf dich und eigentlich wusste ich, wie mäßig, dass er nicht sauer ist, aber es war trotzdem Käse von mir. Nächste Frage von Pascal. Handelst du deinen ganzen Content alleine? Habe ich auch schon viel angesprochen. Ja, ich handle meinen Content fast komplett alleine, bis auf diesen 2-Kanal hier, wo ab und zu mal ein Video von Ehrenbruder Felix gecuttet wurde. Ansonsten habe ich immer alles selber gemacht, aber jetzt eben habe ich, wie gesagt, vorhin Prio, Hauptkanal und TikTok. Und für alle Leute, die jetzt auch bei Twitch immer vorbeischauen, das wird nicht mehr kommen. Ich werde einfach das wie so ein bisschen runterschrauben, vor allem damit ich mir nicht mehr so viel Druck mache, weil ich habe mir immer jedes Mal mit Twitch am meisten Druck gemacht irgendwie, dass ich erstens live kommen musste, die Viewerzahlen, wenn die dann mal nicht nice waren oder nicht so cool waren, dann war ich irgendwie traurig oder war es irgendwie scheiße. Und ja, genau, darum, ich muss so ein bisschen das auch so ein bisschen handeln, ein bisschen besser handeln und darum wollte ich euch einfach mal updaten. Ich wollte euch einfach ein kleines Update geben. Das Video, klar ist es für euch so ein bisschen Infovideo, damit ihr wisst, woran ihr seid, was ihr erwarten könnt, aber auch für mich so ein bisschen ein Video, dass ich einfach meine Gedanken alle ein bisschen sortieren kann, ein bisschen mit euch darüber labern kann. Es ist wieder viel zu lange geworden, dieses Video. Ich kann nur noch kotzen, aber ich küsse eure Herzen. Bis zum nächsten Mal.